ist gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Das ist die Familie Perrault aus Twann, Kanton Bern. Der Kapitän Oli ist zwar Chef auf seinem Schiff, aber die Leitung vom grossen Winzerfest gibt er bald ab. Die Nerven liegen blank. Vor allem bei seinen Kindern. Das sind Widmer Streifs aus Oberdorf, Basel-Land. Die quirlige Familie bekommt Unterstützung. Sie engagieren Sopär. Aber mit der Kommunikation hapert es. Ich spüre aber nicht so, was sie genau versteht und was nicht. Das ist die Familie Scheidegger aus Dürrenroth im Emmental. Weil ihre Mutter krank ist, muss Elena notfallmässig in die Ukraine. Und dort ist die politische Lage angespannt. Aber die würden auch so unternehmen, dort rauszukommen, um die ganze Familie zu evakuieren, wenn es irgendwie geht. 3 Familien, 3 Welten. Das ist SRF bei den Leuten Familiensache. Das Dürrenroth im Emmental ist meistens schon um 5:30 Uhr tagwach. Scheidegger sind Frühaufsteher. Der Fritz schläft mit einer Maske, dass er genug Sauerstoff bekommt. Das ist nicht ein Beatmungsgerät, sondern das tut nur schauen, dass die Muskeln offen sind, dass jederzeit Sauerstoff in den Organismus hineinkommt, dass ich immer eine gute Sauerstoffsättigung habe. Und und die Frau hat gesagt, Selena, die erste Zeit hat sie gar nicht gut schlafen, weil sie meinte, es sei etwas nicht gut, weil ich nicht mehr schnarchle. Und vorher natürlich sehr massiv geschnarchelt. Also, ich habe es auch zum grossen Teil für sie gemacht, dass sie ruhiger auch schlafen kann, nebst der Gesundheit. Die grösste Einschränkung ist von der ganzen Maske, wenn man so bis ins Bett geht. Manchmal umarmt man sich noch, da geht ein anderer Schmutz. Und wenn man die Maske angelegt hat, ist natürlich für den anderen sofort das Signal, er will jetzt schlafen. Das ist vielleicht ein bisschen anders als vorher. Scheideggers leben abgeschieden von der Zivilisation zusammen mit ihren 4 Hunden und den Graupapageien. Hallo zusammen! Mach ein Feuer, gell? Das Haus hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Es zieht und es ist kalt. Heizen tun sie nur mit Holz. Mit raus, ein bisschen frische Luft. Ja, ja. Nein, Kumpel, du musst nicht Angst haben. Nein, sicher nicht. Ja, jetzt. Kumpel, ich komme schon. Kumpel, ich will nicht mitkommen. Sagt Papi, guten Morgen. Papi, guten Morgen sagen. Guba. Ein Leben ohne Tier könnten sich der Fritz und Elena nicht vorstellen. Tiere gehören zum Familie. Tiere sind wie Kinder. Klar, manche sie sind nervig, aber sie sind lustig und sie geben viel zurück. So ein Tischdecker, vielleicht kommt die Kuba raus. Scheideggers leben einfach und bescheiden. In ihrer letzten Wohnung haben sie sich mehr Komfort geleistet. Selbstverständlich ist es wunderschön, in einer wunderschönen Wohnung mit einer Ölheizung zu verwachen und alles ist warm und ist alles so klar. Ja, also wir sind nicht irgendwie Aussteiger oder so, aber mal vom Luxus ein bisschen einfacher zurück ist immer ein bisschen der schwierigere Punkt. Ja klar, ab und zu man liegt im Bett und denkt, ja, man steht auf und frisch und muss anführen, aber das stört nicht.
Und ist man sicher wach? Ja, das sowieso. Wir hatten Zeiten, wo wir am Verwachen sind, wo wir die Löcher noch nicht alle geflickt haben, wo wir am Morgen 5, 6 Grad in der Stube hatten. Oder? Das ist schon ziemlich frisch. Schlafkappe. Wenn es kalt ist, hat besonders Silvana, die Tochter von Scheideckers, Mühe mit Aufstehen. Da braucht es eine ganz spezielle Wecktechnik. Warte, Mäsli. Ja, du kommst schon beim Bär rein. Ja. Hä? Und da ist sie. Hi. Au. Wir sind in der Küche vorne, gell? Kommst du auch? Nein. Ja, das ist auch eine Variante. Tussi. Kommst du vorne, Tussi? Vorne, Tussi. Schlafkappe. Auf dem Hof von Widmer Streifs in Baselbiet. Rebecca und ihre Familie sind aufgeregt. Sie haben ein Au-pair aus dem Welschland angestellt. Und die fällt heute an. Ja, es ist schon so eine gewisse Ungewissheit. Oder wie kommt es? Kommt es echt gut? Ich glaube, Ségolène ist sehr nervös jetzt. Also habe ich auch das Gefühl, weil sie geht in eine neue, fremde Umgebung. Plus noch der Spruch, der noch nicht vorhanden ist. Das ist schon alles sehr neu für sie. Zuerst mal weg von daheim. Ja. Also ich hoffe, wir überfordern sie auch nicht gerade. Das ist so ein bisschen dass sie nicht nach einer Woche wieder heimgeht. Ich kann Ihnen gar nichts sagen. Das ist Lavinia. Für Jan und Rebecca ist es das erste Mal, dass sie ein Au-pair engagieren. Die ganze Familie hat Ségolène begleitet. Bonjour. Ich weiss den Namen nicht. On est attendu. Ça va? Ségolène kommt aus dem Kanton Fribourg und bleibt ein ganzes Jahr. Du kannst dich einrichten. Hier alles. Und wenn du eine Frage hast, zu Jan oder zu mir. Ségolène ist 17. Deutsch und einen Haufen über das Leben lernen. Das möchte sie hier bei Widmer Streifs. Je vais apprendre l'allemand. Et puis, je vais apprendre plein d'autres choses sur la vie, surtout. Voilà. Alors, ça, c'est plein de choses. Quand on aura de temps en temps l'ennui, c'est un petit clin d'œil de la maison et puis un câlin de maman en passant. Ça va aller. Das Abschiedsgeschenk für die Tage mit Heimweh bringt Ségolène doch noch durcheinander. Belle aventure. Familienfotos sollen an ihr Zuhause und ihre Familie erinnern. Mes frères et sœurs. C'est ma maison. C'est moi. Si je pleure, c'est surtout pour ça. On fait les enfants, c'est pour qu'ils aillent, pour qu'ils apprennent de faire les choses eux, puis ça fait partie de ce stade-là. Die Mutter von Ségolène sieht das nüchtern. Man zieht die Kinder gross, dass sie irgendwann ausfliegen können. C'est pas de la tristesse, hein? Non, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Tu regrettes? Non, je parle avec. Bientôt. À bientôt. Bonne semaine. Bonne semaine. Also ganz ehrlich gesagt, ich habe selber ein bisschen Tränen gehabt, als ich das so gesehen habe, den Abschied. Ja, ich hoffe, sie mag überhaupt noch essen. Nach
dem Abschied. Wir werden sehen. Diese Seite ist mit Ton. Fisch. Und diese Seite ist mit Fleisch. Möchtest du verwischen? Fisch. Ich finde es wahnsinnig eklig, wenn ich den Spruch nicht wirklich kann. Und, so. Ich würde gerne so viel sagen in diesem Moment, aber kann nicht. Ich weiß gar nicht, wie es ihr geht jetzt zu sagen. Also kann ich nicht fragen. Es wird darum spannend, wie sich der Jan und Ségolène am nächsten Tag bei der Hofarbeit verständigen. Die Familie Perrault ist zu Biel unterwegs. Der Kapitän Oli und Alexandra gehen da beide zum Chiropraktiker. Die Rubellese steht bevor. Da weiss ich Fizi. Guten Morgen. Ja, Familie. Ciao. Ciao. Und heute auch lesen? Am Freitag. Am Freitag? Ja. Schon? Wir sollten also lesentauglich gemacht werden. Oh. Yes. Ist wieder alles Durst. Das ist ja so, ja. Und nicht nur, dass es nie ist bei diesem Job. Schon seit er ein Bub ist, geht der Oli da in die Behandlung. 20 Jahre, ne? Er hat gerne Rückenschmerzen. Seit 12-jährig bin ich hier, glaube ich, alle 4 Wochen in diesem Räumchen. Ich frage mich jedes Mal, ob das eigentlich bessert oder nicht. Dann verspricht man es, aber es ist immer alle 4 Wochen. Aber es geht mir einfach schon viel, viel besser jedes Mal. Also das tut extrem gut und vor allem tut es nicht weh, frei zu hängen. Früher, als ich klein war, haben sie etwas noch gerissen und gemacht. Und jetzt mit diesem Topstühle hier spürt man fast nicht mehr. Wahrscheinlich verliere ich den Kopf nächstes Mal. Ja. Sind dann nachher so erklärt vorher? Wirklich? Super. Next. Die Alexandra hat einen Bandscheibenvorfall und kann nicht mehr so viel treiben, wie sie möchte. Ja, man merkt schon. Der Wein muss sauer verdient werden. Das ist aber hier. Super, jetzt können wir hochholen. Ja, ein bisschen leiden muss man, gell? Macht man nicht alles für den Lesen. Genau. Der Lesen ist eigentlich die schönste Zeit im Jahr. Für mich. Ich finde das etwas... Es ist einfach etwas anderes und es ist gemütlich. Und klar, wir haben ein bisschen streng ein paar Tage, aber es ist eigentlich etwas Schönes. Hey, gute Sache. Super, war's für heute. Bis zum nächsten. Kinder, Haufen Zusammenbruch. Nimm dein Baby. Oh, Entschuldigung. Einmal so einen Abschlag. Die Traubenernte ist in 3 Tagen. Bis dann muss das Rückenweh weg sein. Zu Rotrist im Aargau hat der Fritz Scheidegger sein Bildhauergeschäft. Heute liefern der Sini, sein Geschäftspartner und er der Grabstein an die Familie, die ihren Sohn verloren hat. Oben an. Ja, das langt schon. Dann einfach ganz fein. Sie fahren mit dem Grabstein auf einen Friedhof, wo die Angehörigen zuerst mal fertig sehen. Ein emotionaler Moment. Manchmal habe ich ein bisschen Angst, wenn nachher alle ganz fest briegen, das reißt mich einfach zu Boden. Weil da muss ich sagen, das ist so eine, auf dieser Gefühlsebene, jemand liebt es, man macht sofort, hat man selber Kind, man macht sich Gedanken. Und zum Glück leben die noch und so. Das ist für mich immer der happigste Teil beim Bringen von einem Grabdenkmal. Also, let's go, let's drive.
Guten Morgen miteinander. Guten Morgen, Knör. Fritz Scheidecker. Die ganze Familie hat sich extra frei genommen. Auch die Grosseltern. Sie wollen dabei sein, wenn das Grab endlich fertig wird. So. Wenn wir ausladen, dann könnte man würden ihr das Gräbchen ein bisschen abbrauchen. Ist das möglich, Frau Ingeier? Vielleicht Blümchen und das Laternchen, dass wir noch mit dem Kieswägchen fahren können. Man muss gleich ein Fundament reinmachen und ja, ein bisschen Erden rausnehmen. Es geht halt einfach nicht anders. Oder? Ja. Das ist aber auch eine Woche. Hat er auch Freude, der Mike? Ja. Ich würde sagen, ja. Gestaltung, ja. Aber wir müssen schon noch ein bisschen putzen. Ja, ja. Also mir geht es jetzt relativ gut. Weil jetzt eigentlich so ist, wie ich es wollte. Ja, aber... Es war irgendwie ein komisches Gefühl. Ja, ich gehe ja Alltag, oder? Und auf diesen Tag habe ich mich gefreut, dass das Kreuz endlich wegkommt. Und er jetzt wirklich seine Ruhestätte hat, so wie wir es uns vorgestellt haben. Ja. Grundsätzlich sind natürlich die Leute sehr gerne dabei, weil es ist ja wirklich das letzte Abschiedsgeschenk, das wir machen. Und eine Erinnerung stehen an eine Person. Und dann natürlich jeder seine Emotionen und jeder hat das Gefühl, vielleicht noch ein bisschen so, noch ein bisschen so. Und wenn man das zusammen erarbeiten kann, finde ich, ist das auch noch irgendetwas ein bisschen wie von Trauerbewältigung. Weil irgendwo muss man her mit diesen Gefühlen. Und wenn man zusammen etwas Schönes noch macht, also, das ist noch ganz, ist auch ganz herzige Eindrücke, die das gibt. Das ist schön. Gell? Ganz schön. Das, was ich im Moment fühle, ist eine riesige Erleichterung. Wir haben ihn gut hertransportieren, den Stein. Die Leute sind zufrieden. Er ist schön, er ist würdevoll. Es ist das, was sie sich erwünscht haben von uns. Und es ist natürlich für uns eine riesige Erleichterung. Und mit diesen Informationen geht man jetzt auch in die Werkstatt und geht ja auch weiter, dass die ganze Crew dran war. Es ist der erste Arbeitstag von Maud-Père Ségolène auf dem Hof von Widmer Streifs. Sie hilft dem Jan. Er ist heute allein mit den Kindern. Wir gehen die Schöfe umzäunen. Auch für Jan ist die Situation neu. Ein Au-pair haben sie noch nie gehabt. Ja, Luna findet das lustig, wenn es holt. Das sind die Lämmer. Im Frühling mit dem Schoppen, oder? 2 Lämmer habe ich mit dem Schoppen aufgezogen. Ja. Genau. Jetzt kannst du von diesem einfach noch etwas rühren. Das ist Salz und Weizenkleie. Kannst du so eine Hampfel kannst du ihnen geben. Eben so eine Hampfel hier rein. Ja, das ist gut. Stopp, 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 stopp. Also nur so eine Handvoll. Ah. Ja. Ist auch nicht so schlimm. Genau. Deutsch versteht Ségolène nur wenig. Kannst du vielleicht nachher schnell schauen, dass sie da nicht weglaufen? Hör schnell, dass sie nicht weglaufen. Ja, es geht. Wenn wir die ins Gemüse können. Was wäre denn, Rico? Katastrophe. Alle Arbeit von nichts.
Trotz Sprachschwierigkeiten, das Gemüse vom Schwiegervater bleibt verschont. Eine halbe Stunde weg ist der Basler Zolli. Rebecca Streif ist mit ihren Kinski-Kindern da zu Besuch. Hi, schau hier. Ich schätze den Kindergartenabend sehr als Ergänzung zum Hof. Ich merke, wenn ich daheim vom Hof bin, schon nach kurzer Zeit geht mir die Decke auf den Kopf. Und ich merke, ich muss unter die Leute, ich muss wieder etwas haben. Gleichzeitig aber auch, wenn ich im Kindergarten in einer Woche mal mehr als 3 Tage dort bin, merke ich, ui, das wird mir zu viel, das ist sehr anstrengend und laut. Dann bin ich froh, auch wieder heim. Also beides zusammen macht mir sehr zu viel. Ja, die anderen waren viel grösser, gell, die anderen. Die Rebecca arbeitet zu 60% im Kindergarten. Neben dem Hof ist das ihr zweiter Job. Und der ist auch nötig. So hält Rebecca die ganze Familie über Wasser. Der Kindergarten ist absolut unser grosses und unser fixes Einkommen. Gerade auch die letzten beiden Jahre, als Jana die Ausbildung gemacht hat, haben wir vom Kindergartenjob gelebt. Wir als ganze Familie. Und klar, auf dem Hof brauchen wir weniger. Wir haben weniger Ausgaben für Nahrungsmittel und so weiter. Wir haben vieles selber. Aber so. Ja, ansonsten ist der Kindergarten da zur Stabilisierung unseres Kontos. Was ist passiert? Jetzt ist gerade die Stabilisierung von Stimmungsschwankungen angesagt. Bleibt schnell da, bitte. Janik. Jetzt gehen wir vorne zu den Tisch essen. Im Zoo mit 17 Kindern. Am Abend weiss Rebecca, was sie geschafft hat. Morgen. Da? Ja. Da können wir dir schnell in die Nähe. Die Chefin will noch etwas sagen. In Twan am Bielersee ist der Tag vor Weinlesen. Sie alle helfen der Familie Perrault in der Rebe. Sorgen macht den Essigfleugen. Die könnte der ganze Wein versaut haben. Es hat immer noch von den einfach die Beeren, die Würmchen drin haben. Und nach Essig schmecken. Ich habe Käse. Hast du eins? Du hast es abgenommen dort. Nein, es war eben Käse. Einfach, sobald es nach Essig schmeckt und etwas heller ist, das muss weg und alles andere kommt mit ins Kübeli. Ah, das ist deine. Gut, du bist da. Machst du hier weiter? Rosmarie, hier. Glück. Da. Tut ihr zusammen. Gut, hier. Steht noch eine frei? Ich bin definitiv der Chef. Ich bin einmal im Jahr der Chef und dann mache ich es gerne. Auch die Kinder helfen schon seit klein auf mit und sind schon richtig geschickt. Die Lesen ist nicht einfach. Gewisse Reben sind von Essigfleugen stark befallen. Dort ist einer, der halt... Gib den mal schnell. Welcher? Da? Ja. Das ist keiner. Oh, das sind Fleugeli aus. Nein. Ja. Ah, tu nicht heiko. Die sind aber schon leer. Ist nicht mehr drin. Das ist jetzt einer der schlimmeren Sorten. Ah, mal da. Gut, aber sonst ist immer noch... Also bis jetzt hält es sich noch so in Grenzen. Es hat drinnen, aber es ist noch minim. Also, ich habe schon von Schlimmeren gehört. Pinot hat ziemlich drinnen am Samstag. Aber der Rot ist nicht schlecht, das ist gut. Im Keller ist der Chef vom Wein, der Hans Perrault, Molly sein Vater.
Mit diesem Kerzchen machen wir den Test, ob man jetzt das Fass rein tut, weil es genug Sauerstoff hat. Weil das Fass ist vorher eingebrannt worden mit Schwefel und wir wollen ja kein Risiko eingehen, dass keine Luft im Fass drin ist. Gianluca ist angestellt bei Perros. Das, weil sein Sohn, der Oli, sich gäng mehr für das Schiff als für die Reber interessiert hat. Ja, wir haben so eigentlich gewusst, dass er ja nicht in den Betrieb hinein kann, wo er einen Betrieb leiten kann, weil er es ja nicht gelernt hat. Er hat schon wohl bei mir Lehrjahr gemacht, etwa 3 Jahre vorher. Aber dann ist einfach das Schiff gekommen und da haben wir gesehen, dass es nicht geht mit ihm. Und dann haben wir einfach einen suchen, der eben das gelernt hat. Und er hat es sich so gut ausweisen, der Gianluca, dass wir ihn dann einfach anstellen konnten. Habe ich Glück gehabt? Für Hunger ab, für Gasser. Weil die müssen wir ja Hunger aufnehmen, oder? Mami, fährt das Gammonett. Ihr geht nicht mit dem Gammonettli, das ist gerade da vorne. Siehst du das blaue Netz dort? Perros haben über 2 Hektare Reben. Für die zu lesen brauchen sie etwa 6 Tage. Da muss man schon angefressen sein. Ich habe von Anfang an gewusst, dass der Oli nie der Weinbauer wird sein. Das ist... Er ist einfach als Wasser gebunden. Das ist einfach so. Das ist sein Kind. Und ja, es ist schön, dass er helfen im Lesen. Wenigstens. Das ist auch nicht selbstverständlich. Der Oli weiss, sein Vater gutiert seinen Entscheid für das Schiff nicht. Dort ist sein Traum natürlich massiv. Ins Abseits zu kommen, wo ich gesagt habe, ich kaufe ein Schiff. Dort hat man es natürlich am meisten gemerkt. Er hat zwar nichts gesagt, aber man hat schon gemerkt, jetzt tut es ihm nicht gut, weil jetzt macht der Junge eben nicht das. Und jetzt geht der Weinbau, weiss nicht was, oder Wein, oder verkaufen. Oder... Das war schon ein bisschen Worst Case. Gianluca kann schnell schauen, ob es auch wahr ist. Ich schmecke nichts von Essigstich. Mir denkt, das ist gut. Ja, mir auch. Ist gut. Zwischen dem Jan Widmer und dem Aubert Ségolène kommt die Kommunikation langsam ins Rollen. Zwetschgen. Was heißt das auf Französisch? Die Pruneaux. Bruno. Okay. Ja, ist schon noch eklig. So, ja. Mein Französisch ist halt wirklich dürftig und ich habe das Gefühl, sie versteht schon einiges, aber ich spüre aber nicht so, was sie genau versteht und was nicht. Das ist noch so ein bisschen schwierig, oder? Also ich erkläre etwas und manchmal versteht sie es, aber manchmal nicht. Und dann, das ist so ein bisschen... Ja, aber ich denke, wir leben uns einfach mal drin. Ich denke, das wird dann schon kommen. Man würde sich schon irgendwie verstehen. Und sie sind ja da zum Lehren. On se comprend comme on peut. Bah, c'est pas facile, mais j'apprendrai. Puis pour finir, ben, je saurai. Das Ségolène da, das Deutsch lernen, ist ein bisschen aus der Not entstanden. Nach der Schule hat sie keine Lehrstelle gefunden. J'ai pas trouvé de place d'apprentissage. Et puis, bah, je me suis dit qu'en faisant ça, je pouvais apprendre une langue. Et puis, c'est une année où je fais quelque chose quand même. Puis quelque chose qui est utile. Das ist vielleicht das, was mir ein bisschen fehlt. So, dass ich mal länger im Ausland gesehen bin. Und auch ja, einen anderen Spruch gelernt habe. Ja. Also ich kann nicht sagen, dass ich es vielleicht bereue, dass ich es nicht gemacht habe. Oder so. Aber also wir sind ja, durch das wir halt sehr früh ein Kind bekommen haben, auch, ist das dann irgendwie wie auch nicht
gegangen, schlussendlich. Das ist vom Spitzweger. Ségolène soll schon bald selbstständig auf dem Hof arbeiten können. Darum muss die 17-Jährige Deutsch lernen. Heute Abend geht es zum ersten Mal in den Deutschkurs. Oder Jan hat noch einen Termin. Und weil seine Frau, die Rebecca, noch am Arbeiten ist, braucht es jemanden, der auf die Kinder aufpasst. Zum Glück wohnen die Schwiegereltern im gleichen Haus. Schön. Prima. Tee, Kaffee, Milch. Wasser. Ja, Tee, Wasser. Ich gehe jetzt. Also. Eben der Wecker kommt um 8:30. Und dann müssen sie noch nicht ins Bett sein. Also. Jetzt ein bisschen viel. Also, gute Nacht. Ciao. Tschüss. Bei den Grosseltern steht Austoben an oberster Stelle. Die Trommelsammlung gehört der Großmutter, der Ursula. Das ist mein Hobby. Ich finde immer wieder eine neue Trommel, die mir gefällt. Und ich hoffe, ich werde Hunderte das hier. Und sonst können dann meine Enkel weiter trommeln. Und sie trommeln weiter und sorgen dafür, dass auch die Ursula in die Schweiz kommt. Es geht wild zu und her. Und das ist kein Ausnahmezustand. Manchmal ist noch wilder. Dann rennen sie, die zwei Kleinen rennen hier aussen rum immer zum und der Timon geht hier hin und her mit den Trommeln. Ich finde es natürlich toll, dass sie im gleichen Haus wohnen und dass ich miterleben kann, wie sie grösser werden und wie sie sich verändern und entwickeln. Und ja, ich glaube, wir haben einander gegenseitig sehr gern. Ich habe immer eine grosse Freude, wenn sie zu mir kommen. Was ich nicht so gerne mache, ist ins Bett tun. Das schaffe ich nicht. Die Aufgabe wartet dann auf ihre Tochter Rebecca, wenn sie heimkommt. In Twann am Bielersee feiert man das Winzerfest Trühleten. Florian, kannst du mir dort schnell das Zangli geben, das Ding? Ja. Merci. Perros sind bei der Trühleten Fest eingespannt. Der Rolli, der Mann von Alexandra, ist Präsident des Organisationskomitees. Aber nicht mehr lange. Das würde niemals zugeben, dass es speziell wäre heute für ihn, aber er gibt heute so ab. Also, das ist seine letzte Trühlete im Oka heute. Oder dieses Jahr auch. Das hat er selber mit sich entschieden, dass er nach 10 Jahren reicht. Heute Abend darf ich an etwas Jüngere übergeben. Am Morgen war ich extrem nervös. Jetzt noch ein bisschen, weil ich habe 2 Fahrten heute, 2-mal Bankett. Und sollte noch daheim im Keller die Suppe machen und das Raclette vorbereiten. Und hier habe ich noch ein ganzes Fondue mit 6 verschiedenen Filets und 1 Sache. Der Kapitän Oli führt auf seinem Schiff verschiedene Events durch. Von dem lebt er. Darum ist es wichtig, dass alles wie am Schnürli läuft. Ja. Oh gut.
Nicht nur der Oli hat heute Abend einen Auftritt an der Trühlete. Auch seine Kinder. Sie dürfen den Wein reinbringen. Lorian und der Luc dürfen dann mit dem Leiterwägel hinterher laufen. Bis zu der Bühne. Sie ist jetzt schon nervös. Man will bei ihm nie merken, dass er nervös ist, aber es ist sicher schon etwas dahinter, habe ich das Gefühl. Nervosität kennt der Bero gegen raus nicht. Bis jetzt die 2 Sachen erfüllt. Die Extrafahrten sind gelaufen. Jetzt das Einzige, was mir noch ein bisschen ist die Eröffnung, was ich sagen soll und was nicht. Das ist jetzt das, was mich beschäftigt. Es ist ein spezielles Gefühl für einen Oli, das Zepter an einen Jüngeren abzugeben. Aber noch sagt er, was durchgeht. Sobald ich jetzt fertig bin, komme ich gerade. Ja. Hey, grüß euch miteinander. Ich habe nur etwa 40 Sekunden. Und dann gebe ich dir gerade das offizielle Mikrofon über. Ist gut. Du musst dort hier im Moment noch davor bleiben, weil es gibt dann echt, dass jetzt beide zusammen einen kurzen Moment auf der Bühne sind. Ja. Die zusammen auf der Bühne sind, dann kannst du. Gut, auf geht's, Buben. Da ist es. Mikrofon für den Chino. Excuse, Barto, Entschuldigung, falsche Gläser. Einen herzlichen Applaus für unsere Alphörner in Altjahre. Es gibt jetzt gerade 2 schöne Momente. Der eine schöne Moment ist, dass das Trühlete in wenigen Augenblicken anfängt. Und der zweitschönste Moment heute ist für mich, ich durfte 10 Jahre hier auf dieser Bühne stehen. Ich durfte 10 Jahre die Begrüßung und die Eröffnung machen. Und endlich ist jemand Jungs, der nachrückt. Und ich freue mich sehr, euch den neuen Begrüßungsmoderationschef, den Chino, vorzustellen. Und ich hoffe, du wirst ebenfalls so viel Freude haben, wie ich hier jetzt hatte. Und adieu, das Mikrofon fliegt. Merci vielmals, Oli. So, und ich sehe da... Jetzt ein Gläschen, jetzt probier das Gläschen. Kurz und bündig, wie gesagt. Dann. Ich bin nie der lange Worte macht, komischerweise. Vor allem nicht vor Publikum so. Das muss immer ein Drive haben und dann wird es den Leuten nicht langweilig. Und jetzt ist gut, jetzt will ich ein Gläschen Wein und dann sind die 10 Jahre mal passen und dann schauen wir weiter. Gratuliere zu deiner Freizeit. Jetzt hast du mich am Haus. Ja. Noch mehr? Und ich muss aufpassen, dass ich nicht... Jetzt war das erste Mal, als ich einen Vortrag anschauen konnte und nicht hinten dran. Lorian und der Luc haben ihren Auftritt noch vor sich. Das Lampenfieber macht sich breit. Es sieht so schön aus, die Zeit. So, Luc, da rüber, du da. Stopp, Luc. Der Luc und Lorian müssen den Wein am sogenannten Weingötti zur Taufe bringen. Das ist zu Zwann ein Ehrenamt. Ich glaube, man soll da einen kleinen Tausch machen. Ja, also, bitte schön. Merci vielmals. Das Dürrenrot im Emmental bei Scheideckers. Der Fritz ist allein. Seine Elena musste überstürzt in die Ukraine abreisen. Sind wir ein Bubenverein? Bubenverein, ja. Selina fehlt mir ohne Ende. Und zwar persönlich, also weniger wegen dem Putzen, wegen dem Waschen. Das kann man heute und das muss man heute können, weil man ja heute vielleicht die Arbeitsteilung nicht mehr ganz gleich ist. Aber ja, riesig Freude, wenn sie wieder zurückkommt, weil ich liebe meine Frau einfach überall, immer wie am ersten Tag. Die Mutter von Elena hat schon seit längerem starke Nierenschmerzen. Die Elena hat sich entschieden abzureisen und ihrer Mutter unter die Arme zu greifen.
Die medizinische Situation in der Ukraine ist einfach so, es läuft sehr viel über Beziehungen und natürlich ist auch etwas korrupt. Eigentlich wäre die Medizin kostenlos in der Ukraine. Aber da wird natürlich nur das Nötigste gemacht. Und jeder, der natürlich will, dass man noch ein bisschen besser schaut oder richtig schaut, muss man etwas zahlen. Und durch das kann ich einfach sagen, da braucht es jemanden, der raus kann. Und die Mutter ist eher eine Zurückhaltende. Wenn die Mutter von sagen, dass sie Schmerzen hat, dann ist es schon viel zu spät. Aber in ihrem Telefon, in ihrer Stimme haben wir genau gemerkt, dass sie Hilfe braucht. Und darum habe ich gesagt zu der Elena, sie relativ schnell abfliegen in die Ukraine. Die Ukraine ist zurzeit ein Krisengebiet und das verunsichert. Der Fritz hat selber dort gelebt und kann die Sprache. Also wenn Elena nicht da ist, tue ich mich sicher am Fernsehen informieren, was passiert. Wie nahe ist das bei der Elena in ihrer Stadt, um ein bisschen zu wissen, ob ich gerade ins Auto gumpen und Richtung Osten abfahren. Ich kann meine Familie evakuieren, so egoistisch wie das tönt, aber es ist halt immer so, die eigenen sind einem am nächsten und vielleicht kann man einem anderen noch helfen, aber ich würde auch das Unternehmen rauszukommen, um die ganze Familie zu evakuieren, wenn das irgendwie geht. Aber hier hocken und warten, das würde ich ganz sicher nicht. Die Lage ist zwar ernst, aber nicht prekär. Im Moment muss der Fritz gerade noch nicht los. Stwan am Bielersee. Das Schiff von Molly Perrault muss wieder mal gewartet werden. Bald braucht er ein neues. Es wird sehr, sehr fest wehtun. Jetzt sind wir 8 Jahre mit diesem Schiff unterwegs. Also da wird sicher Menge Tränen gehen, wenn ich es schaffe, ein neues Boot herzubringen. Du kannst aufmachen? Ja. Voilà. Ja, das Motor verliert auch ein langsam, gell? Ja, die 40 Jahre auf dem Buckel, die zeichnet sich halt langsam. Der Oli hat das Schiff vor 8 Jahren Occasion gekauft. Aber das Schiff ist schon alt und das sieht man. Mein Traumschiff hat sicher ein Steuerrad. Die neuen Schiffe haben auch kein Steuerrad mehr. Und nicht zu modern, es braucht einfach das Schiff, es muss leben. Das wird vielfach, denke ich, falsch gemacht bei ganz neuen Schiffen. Das ist einfach nur noch Glas und Hightech-Designstil. Ich will ein urchiges Schiff, wo der Platz optimal genutzt ist. Und für mein zweites Beruf, Hobby, dass ich natürlich eine richtige Küche hätte. Und dann könnte ich dort noch ein bisschen mehr aus dem Ganzen rausholen. Das Traumschiff mit der Küche kostet 1,5 Millionen Franken. Aber manchmal werden Träume wahr. Und das nächste Mal bei Familiensache. Perros sind in Berlin. Der Oli lässt sich dort für sein neues Boot inspirieren. Ich habe dort am Anfang zweimal versemmelt. Aber es kommt langsam. Ob er dort fündig wird? Widmer Streifs wollen in die Ferien. Aber mit 3 kleinen Kindern ist das gar nicht einfach. Irgendwie Ruhe zum Packen. Eigentlich ist es schon 10 Uhr und wir wollen eigentlich fahren und wir sind immer an diesem Punkt. Der Fritz und Silvana skypen mit der Ukraine. Привет, бабушка. Привет. Sie wollen wissen, wie es der Elena und ihrer Mutter geht. Das und noch viel mehr Geschichten aus 3 Welten gibt es am nächsten Freitag bei SRF bei den Leuten Familiensache. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Mikrolabel für regionale Produkte.